Game Design BA, Grizzly Games, Islanders. Herzlich willkommen zur ersten neuen Folge hier im neuen Jahr. Und wir spielen die Islanders, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und zwar ist da ein minimalistisches Aufbau-Strategiespiel mit Highscore-Element. Wir spielen hier jetzt auch den Highscore-Modus. Und eigentlich habe ich heute das Spiel einfach mal zeigen, weil es einfach durchaus wieder mal ein Spiel ist für Gelegenheitsspieler. Das Ganze habe ich auf Steam gekauft, ist ein PC-Spiel für ein paar Franken, also es ist wirklich nicht allzu teuer gewesen. Und dann werden wir hier reingeschmissen, da haben wir jetzt eine Insel und die sollten wir anfangen bebauen. Da haben wir eine Punktzahl auf der Seite und da haben wir noch so einen Ladebalken, aber da wird später dann kommen, dann kommt wir auf die nächste Insel. Da mit dem Plus können wir jetzt hier aufmachen und sagen, mit was möchten wir hier starten auf dieser Insel. Mit einem Holzfällerpaket oder Landwirtschaftspaket, und ich entscheide mich jetzt hier mal für ein Holzfällerpaket, weil es doch ein paar Bäume drauf hat auf dieser Insel, zwar nicht allzu viel, aber ja, das meiste kann man mit der Maus steuern. Wir können natürlich auch noch mit den Pfeiltasten, je nachdem kann man noch ein bisschen drehen, hin und her. Und da unten ist es noch eigentlich ganz einfach, man tut da anklicken, wo man gerne hätte, und tut es dann irgendwo platzieren. Und je nachdem, wie gut dass man das Zeug platziert oder wo dass man es platziert, gibt es dann halt Punkte oder halt keine Punkte. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, der Holzfäller geht neben dem Holzfäller gibt Minuspunkte. Und der Holzfäller mit möglichst vielen Bäumen rundherum gibt Bonuspunkte. Und wenn wir das Sägewerk, da gibt es natürlich Bonuspunkte, wenn möglichst viele Holzfäller in der Nähe sind und so weiter. So läuft das Spiel ungefähr. Es ist sehr minimalistisch gehalten, aber es ist sehr beruhigend Spiel. Auch die Musik, die drin vorkommt, also wird da nicht unter Druck gesetzt. Und das finde ich eigentlich ganz schön an dem Spiel. Da habe ich auch schon ein paar Stunden gespielt mittlerweile, und ich habe gedacht, ich nehme jetzt euch da einfach die erste Folge im neuen Jahr mit auf ein bisschen ruhigeres Let's Play. Und zwar halt jetzt eben genau da mit dem Spiel. Kann sein, dass jetzt in der Zukunft nicht mehr allzu viel reden da, weil ich glaube, das meiste habe ich eigentlich schon gesagt. Jetzt sehen Sie da auch für alle Punkte, die wir da erreichen, kommen wir wieder zusätzliches Feld rüber, wo wir wieder neue Bauobjekte bekommen, und da hinten geht der Balken langsam rauf, wo wir auf die nächste Insel kommen. Was noch muss gesagt sein, ist, wenn ihr auf eine neue Insel geht, dann habt ihr die Insel, die ihr momentan spielt, ist dann weg, die ist verloren. Aber ihr könnt ja ein paar Screenshots machen oder so, wenn ihr möchtet, in Erinnerungen schwelgen an das Spiel. Meistens um das Zeug so platzieren, dass am meisten Punkte
Goldmine. Die Rückseite noch schnell anschauen. Ja, da jetzt nicht allzu viel Schlaus oder Intelligenz. Wenn ihr mal die Punktzahl nicht erreicht oder so, zum Weiterkommen und auch nicht auf die nächste Insel kommt, dann sind ihr Game Over bei dem Spiel. Aber ja, ich habe das Gefühl, wenn man das Spiel spielt, es gibt sicher Senioren, die auf der Highscore aus sind, aber ich spiele es wirklich lieber einfach ein bisschen zum Beruhigen. Später sehen die neuen Inseln relativ verbauen aus. Wahrscheinlich mache ich dann da noch Katja auf den Schluss an. Sonst geht es da relativ lang zum Zuschauen. Zurück und da wären wir jetzt auf der Insel. Jetzt bin ich da hängen geblieben. Ich habe da nicht so gut gewirtschaftet auf den Punkt her. Und jetzt müsste ich auf die nächste Insel gehen und ich denke, wir schauen uns die nächste Insel noch ganz kurz an. Da ist die Insel natürlich wieder verloren. Das ist immer Zufallsprinzip für eine Insel, dass man dann da gerade überkommt. Und das sieht eigentlich auch noch ziemlich interessant aus. Ja, wäre es aber in dem Fall schon wieder gewesen von dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Freut euch auf das nächste, etwas längere Projekt, das dann wird kommen. Und man hört sich.